Denkt ihr, das ist was für ein Stream? Denkt ihr, das ist Content? I guess. Einbürgerungstest, könnten Sie Deutsche werden. Okay, wir gehen rein. 300 Fragen. Nee. Das können wir nicht. Ja, heute geht der Stream 5 Stunden lang. Let's go. Okay, 15 Fragen hier. Ja, das ist ja mega einfach. Was ist keine staatliche Gewalt in Deutschland? Legislative, Judikative, Exekutive oder Direktive? Direktive. Jalla, nächste Frage. Es gehört nicht zu den Aufgaben des Deutschen Bundestages, Gesetz zu entwerfen, die Bundesregierung zu kontrollieren, den Bundeskanzler, die Bundeskanzlerin zu wählen, das Bundeskabinett zu bilden. Okay, I guess, dass der Bundestag den Bundeskanzler wählt. Oder wird der Bundeskanzler vom Volk gewählt? Ich weiß es nicht. Ich nehme mal an, der Deutsche Bundestag entwirft Gesetze. Das ist ja die... Warte, Chat. Legislative, Exekutive. Das ist ja die Legislative, ne? Die Legislative kontrolliert die Bundesregierung nicht. Falsch. Okay, ich werde nicht Deutscher. Wen bildet den Deutschen Bundesrat? Die Abgeordneten des Bundestages, die Minister und Ministerinnen der Bundesregierung, die Regierungsvertreter der Bundesländer, die Parteimitglieder. Das ist ja richtig schwierig. Wer bildet den Deutschen Bundesrat? Ich denke, die Abgeordneten des Bundestages. Ich denke, das ist es. Die Regierungsvertreter der Bundesländer. Ja, komm, lass es. 2007 wurde das 50-jährige Jubiläum der römischen Verträge gefeiert. Was war der Inhalt der Verträge? Beitritt Deutschlands zur NATO. Ich wollte nicht draufklicken. Ich habe draufgeklickt. Bundesrat gleich Bundesländer in Deutschland. Okay, I see. Wofür stand der Ausdruck Eiserner Vorhang? Boah, das hatte ich mal in der Schule. Für die Abschottung des Warschauer Pakts gegen den Westen, Norddeutschlands gegen Süddeutschland, Nazi-Deutschland gegen die Alliierten. Ich glaube Europa gegen die USA. Was ist der Eiserne Vorhang? Das erste, oder? Ja. Wir sind's doch, Chat. Wir könnten Deutsche werden. Was ereignete sich am 17. Juni 1953 in der DDR? Der feierliche Beitritt zum Warschauer Pakt, landesweite Streiks und ein Volksaufstand, der erste SED-Parteitag, der erste Besuch Fidel Castros. Das denke ich nicht, das letzte Chat. Ich sag, der erste was ist SED-Parteitag? Landesweite Streiks? Ich weiß es nicht, Chat. Ich würde sagen, der erste SED-Parteitag. Landesweite Streiks und ein Volksaufstand. Okay. Was willst du von Mc's? Big Mac Menü. Welcher Politiker steht für die Ostverträge? Helmut Kohl, Willy Brandt, Michail Gorbatschow, Ludwig Erhard. Das muss in meinen Augen ganz klar Ludwig Erhard sein. War natürlich Willy Brandt, wer weiß es nicht. Willy Brandt, der alte Bruder. Der 27. Januar ist in Deutschland ein offizieller Gedenktag. Und ich im Mc's holen. Im Stream. Wo meinst du? Der 27. Januar ist in Deutschland ein offizieller Gedenktag. Woran erinnert dieser Tag? An das Ende des Zweiten Weltkriegs, an die Verabschiedung des Grundgesetzes, an die Wiedervereinigung Deutschlands, an die Opfer des Nationalsozialismus. So muss es. In meinen Augen ganz klar an das Ende des Zweiten Weltkrieges. Nicht, Chat? Ja, wusste ich natürlich. Habe nicht in den Chat geschaut. An die Opfer des Nationalsozialismus, ist ja klar, ist klar. Wer wählt in Deutschland den Bundespräsidenten, die Bundespräsidentin? Die Bundesversammlung, der Bundesrat, das Bundesparlament, das Bundesverfassungsgericht. Ich würde sagen, die Bundesversammlung. Weil ich habe das Gefühl, ich gehe jetzt mal davon aus, dass die Bundesversammlung, der Bundesrat und das Bundesparlament zusammen ist. Und I guess, dass die Bundesversammlung den Bundespräsidenten wählt. Fie's okay, man. Die deutschen Bundesländer wirken an der Gesetzgebung des Bundes mit... Warte. Die deutschen Bundesländer wirken an der Gesetzgebung des Bundes mit durch den Bundesrat, die Bundesversammlung, den Bundestag, die Bundesregierung. Das weiß ich, das ist den Bundesrat. Weil der Bundesrat sind die Vertreter der Bundesländer. Hat jemand in den Chat geschrieben vorher. Die parlamentarische Opposition im Deutschen Bundestag kontrolliert die Regierung, entscheidet, wer Bundesministerin wird, bestimmt, wer im Bundesrat sitzt, schlägt die Regierungschefs und Regierungschefinnen der Länder vor. I guess das Letzte, weil es für mich am meisten Sinn macht, weil die Regierung kontrolliert doch die Judikative, etwas gelernt, entscheidet, wer Ja, gut, das könnte es auch sein, die parlamentarische Opposition. Ich denke, eins von diesen beiden. Ich nehme das hier. Kontrolliert die Regierung? Krass. Ja, kann ich ja nicht wissen, Chat, komm. Ja, okay. In Deutschland gehören der Bundestag und der Bundesrat zur nicht Exekutive, zur Judikative. Nee. Zur Legislative.
Das weiß man. Exekutive, die ausführende Gewalt. Legislative, die gesetzgebende Gewalt. Judikative, die gesetzkontrollierende Gewalt. I guess. 5 Head in Chat. Komm, einmal. Ich weiß mal etwas. Die Bundesrepublik Deutschland hat einen 3-stufigen Verwaltungsaufbau. Wie heißt die unterste politische Stufe? Ich würde sagen, Gemeinden. War aber auch nicht so schwer. Ja, komm. Weiß ich einmal, was richtig kommt. Der Chat war nicht so schwer. Hättet ihr es gewusst, Chat? Sag ehrlich. Hättet ihr es gewusst? Ich weiß nicht. Ich würde sagen Gemeinden. Ja, weil nach den Gemeinden kommt der Landrat oder der Stadtrat, dann der Landrat und dann der Bezirk, ist ja klar. In welchem Jahr zerstörten die Nationalsozialisten Synagogen und jüdische Geschäfte in Deutschland? Ich würde sagen entweder 1938 oder 1945. War 1945 der Zweite Weltkrieg schon vorbei? Ich sag 1938. Und jetzt kommt der deutsche Pass direkt zu mir. Noch eine Frage, let's go. Bei welchen Demonstrationen in Deutschland riefen die Menschen, wir sind das Volk? Arbeiteraufstand 1953 in der DDR, bei den Demonstrationen 1968 in der Bundesrepublik Deutschland, bei den Anti-Atomkraft-Demonstrationen 1985 in der Bundesrepublik Deutschland, bei den Montagsdemonstrationen, ich habe keinen Plan. A, B, C, D, E, F, G, Ich habe das natürlich in der Schule gehabt, ganz klar. Es ist bei den Demonstrationen 1968 in der Bundesrepublik Deutschland. Oder auch absolut Lichtchat. Ergebnis? Herzlichen Glückwunsch. Sie haben mehr als die Hälfte der Fragen richtig gehabt. Sie haben unseren Test bestanden. Mein Name ist Adi Totoro. Ich komme aus der Schweiz, habe aber den deutschen Pass. Was würdet ihr sagen, wenn ich den deutschen Pass hätte? Was würdet ihr sagen? Fändet ihr gut oder nicht? Willkommen in Deutschland, mein Freund. Moin, Malte. Ja, ich habe den Test bestanden, muss aber ganz ehrlich sagen, ich würde nie den deutschen Pass machen, weil in der Schweiz, da lebt es sich extrem gut. My heart just got stuck